Guten Morgen, alle. Wir ecken meine Frau Anna. Wir freuen uns von der Morgens hier mit YouTube zu sein, in dit Gebiet, in dit Gebiet, und mit YouTube die Gemeinschaft zu haben, und Gott sein Wort fertig zu bringen. Wir haben all verschiedene Leute gehört, mitgesungen, wir haben gebet, und wir sind dankbar, dass wir können mit YouTube sein. Könnten wir mit ein paar Worte, was die sagen, wir sind Freunde, wir sind gerade Freunde, und wir sind von verschiedenen Kirchen, wir sind Brüder im Herrn. Und wir freuen uns, dass wir können taub an seinen Dienst sein, an Gott sein Recht sein und haben schaffen. Und wenn wir als Pastors von verschiedenen Kirchen sind, da wir doch viel taub, viele bereinigt mag ich sein, und wir sind dankbar dafür. Ich würde ein paar Wellen sein, die von Ihnen, die uns vielleicht nicht so gut handeln. Meine Frau und ich, wir sind die meisten 35 Jahre befreit. Wir sind direkt gesehen worden, wir viele Wege mit verschiedenen Gemeinden schaffen. Und wir sind nu al 10 Jahre meestgekriegt waren in Leamington EMC. Wir waren am Anfang an 1990, als ich angefangen habe, an 91 mag ich sein. Und sind nur lange gewesen, Leute, als in Tilbury waren, nu sind wir meist 10 Jahre hier. Gott hat uns gesehen mit 3 Kinder, 3 Jungs, der älteste ist befreit, hat 3 kleine Kindertjes. Und der zweite ist befreit, hat 2 kleine Kindertjes, und der 3 Jungs noch Tüß. Und der ist nicht befreit. Ich weiß nicht, wie lange das wird dauern, wann er, aber er ist Tüß. Und dann haben wir noch eine Familie, die wir uns haben einen genommen, aus unserer Familie nicht adoptiert, aber genommen. Und dann 5 Kinder. Also wir sind ein richtiges Lied, so wie es dort anbelangt wird. Die Botschaft von des Morgens, wo ich von reden will, ist Frieden in Christus. Als Gott Adam und Eva mal am Garten Eden stellen, die ersten beiden Menschen, die hier merken, die werden frei. Die wir reich nicht, was die gebunden hält. Die werden was sie gebaut, weil eingebaut, was Gott sieht, was sie nicht tun sollen. Sie sollen nicht von der verbotenen Frucht eten. Aber ebenso werden sie ganz frei. Sie können rein alles tun, so zu sein, was ihnen gejankt hat. Bloß ein Ding sollen sie nicht tun. Und wie weit sie sich wieder jetzt, dann eiten sie von der verbotenen Frucht, aus der Feind dann versegen, die Schlangen kommen und versagt werden, eiten sie von der verbotenen Frucht, und dann werden sie falsch. Sie werden nicht mehr frei. Sie werden an Sinn gebunden. Die Sinnentät hat er nicht fast. Und Luther, dann fängt wir Gott mit Hunden deit. Und es ist die alttestamentliche Geschichte wieder jetzt, wie weit was durch Jesus kommen deit, und am Kreuz sterben deit, und die Menschheit war Friesaten deit. Von der kann wir frei sein in Christus. Aber erst ein Teil gebunden hätte, wäre doch noch in der Welt von der schon da. Viele Menschen leben in sehr gebundenes Leben. Sehr fastes Leben. Unser Verständnis von Frieden ist vielleicht nicht allem überein. Bei jeder Mensch will so zu sein, in was sie müssen frei sein. Einige Menschen haben sich zu holen, das Leben jetzt nicht scheint so nie, als ob wenn sie Sport und dort wollen, dann da wird es schein gehen. Da wollen sie frei sein. Vielleicht wenn diese Sache oder die Sache sich ändern wird, dann wollen wir frei sein. Da wird es mal leichter sein. Da wollen wir keine Frau sein. Da wird es schein gehen. Wenn das und dort sich was geändert hat, vielleicht ist es ein jeder Lohn haben. Das Geld regt nicht toll, die Bills gehen nicht zu bezahlen, das ist nicht nur zum Eten kaufen oder die Payments zu merken. Aber wenn das Lohn nicht was heißt, da wird dort, wenn es leichter ist, dann wird es schein gehen. Und das ist nicht unbedingt alles Antwort, dort das, was es schafft, dass es dort. Oder vielleicht mit einem Verhältnis. Vielleicht morgen früh verstehen sie nicht, wenn mein Mann ist was besser sein, da wird es scheiner gehen. Wenn meine Frau ist was besser sein, da wird es scheiner gehen. Wenn die Kinder sich schon besser abstellen, da wird es scheiner gehen. Und so geht es wieder und wieder. Und vielleicht wenn die Schule verfolgt sein, wenn ich war, wo gesund sein. Und es sind viele Dinge im Leben, wenn die schon anders sind, da wird es schein gehen. Und andere wird, da wo wir frei sein. Ist dort wirklich, wo Jesus kommt. Frei sein ist was anderes, als wir manchmal denken dann. Mir fällt manchmal bei, ich habe viel Erholung gehabt mit jungen Männern, besonders, wenn sie gerade merken zum Befrieden oder wollen befrieden, Hand zu holen, weil das einmal waren von Papas in Haus weg sind. Da wird dort jeden Jahr mal los sein, wo sie einmal fast werden. Und was passiert, das ist, dann haben sie eine Kind vertuscht für andere. Sie sind befreit und jeder wird doch nicht scheinen. Sie sind noch einmal nicht frei. Ein junger Frühmensch kriegt so. Und so sind es verschiedene Dinge, viele Dinge, die wir können abnehmen. Menschen denken sich viele Wege aus, wo sie glauben, sie wollen noch mal frei werden, sie wollen noch mal frei sein.
Einige versegnet mit Geld, einige versegnet mit Umständen, um sich zu ändern, oder einige versegnet mit einem Vergnügungsleben, sich zu beeinflussen. Und wo sie Schein gut haben, da wird es Schein sein. Frei sein ist nicht äußerliche Umstände. Der innerliche Frei sein, was die Seele fehlt, was den Geist fehlt, dort sind nicht äußerliche Umstände. Wenn ein Mensch will frei sein, dort bedeutet in Einheit mit Gott leben, in Gemeinschaft mit Gott sein, Frieden haben mit Gott, in Harmonie mit Gott, mit dem Schöpfer, dort ist wahrhaftig frei sein. Dort ist nicht so sehr, dort einer Wort das, als dort einer Wort ist. Wo ich dann nicht frei merken. Aber im Verhältnis mit Jesus sein, dort bringt frei sein, dort bringt Freiheit. Und dort müssen wir uns investet nachlassen, wie man das verstehen kann. Freiheit im Geistlichen ist einfach bloß in der Gegend, so zu leben, als Gott bestimmt hat, als Gott uns geschrieben hat, als Jesus uns gelehrt hat im Neuen Testament. Und dann können wir die Umstände sehr schwer sein. Menschen können sehr schwere Schicksal haben, die können in großer Not sein. Innerlich ist der Weg nach frei. Einige, was mir beifällt, ist der Apostel Paulus. Wir können sozusagen ein ganz völlig freier Mensch. Und doch sorgt er mit jedem Gebung im Gefängnis. Aber wie ein freier Mensch. Andere waren die ganz dichte Häuser, die schmackste Wohnungen, das meiste Geld und sind aber nicht frei. Du hast einen Schriftaufschnitt, wir wollen mehrere Schriftaufschnitte lesen von dir. Die erste, was ich lesen will, ist Lukas Kapitel 4, Vers 10. Und das ist Jesus seine Wort, was er sagen, das wird passieren dann. Lukas vertelt die Geschichte, dass Jesus seine Botschaft, was Jesus predigen, dass er die verstanden. So, wenn wir lesen, Lukas Kapitel 4, Anfang Vers 10, das sagt so. Dann ging er nach Nazareth, meint Jesus, wo er abgewaschen wird. Und am Sabbat ging er in die Judenschule nennen, so dass er dort gewarnt, wie eine Stunde ab, am Wort zu lesen. Und andere wird, dort wird der Sabbat in wie Kirche. Jesus wankt die Kirche, kann man sagen. Und am Wort eine Rolle gegeben, ein Buch gegeben, und soll er was lesen. Das sagt in Vers 17, und am Wort dem Propheten Jesaja seine Schrift gegeben. Und als er dort Buch aufmerksam steht, wo so geschrieben steht. Nu redet Jesus, das Jesus lesen aus dem Buch. Dem Herrn sein Geist ruht ab mir, weil er hat mir gewählt, die Arme das Evangelium zu predigen. Er hat mir geschickt, die mit einem gebrochenen Hart zu heilen, die Fastgenommenen zu predigen, dass sie frei und los sind, und die Blinde, dass sie sein können, und die ungedreckt sind, frei zu stellen. Und zu sagen, dass Gott sein Gnadensjahr gekommen ist. Dort wie Jesus seine Botschaft, dort wie was Jesus sagen will. Weil wir wieder lesen, Vers 20. Dann mögt er das Buch tau, und geeft ihm deiner dort trägen saat sich doel, und alle Mann in der Schule kickt nur an. Und er sagt an von der, als diese Schrift erfällt, soll sie gehört haben. Sie geben ihm alle Recht und wundern sich über die seilig merkende Wert, der hier redet und sagen, ist das nicht Josef sein Sohn? Und er sagt zu an, Jesus vertelt 3, er sagt, je wollen mir bestimmt noch das Sprichwort verholen, doch der Haupt die selbst, wie haben die hier, was du in Kapernaum für große Dinge getan hast, nu dort hier, tust in deiner Stadt auch. Das ist, was Jesus ihnen verholen hat. Und er sagt wieder, ich sage ihnen die Wahrheit, ein Prophet wird tust in seiner Stadt keinmal abgenommen. Ich sage ihnen das, du während der Elia seine Zeit viele wird für in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen wird, und über das ganze Land eine große Hungersnot kam, und doch wird Elia noch keine Wert für geschickt, büte der eine in Sarepta und Sidon. Und du wirst in Israel zu Elisa dem Prophet seine Zeit, viele Lepra, und von da wird keiner gereinigt, büte Naaman von Syrien. Das ist, was Jesus hier sagen hat. In Vers 28 sagt so, und die in der Schule wären, waren alle Flammen da, als sie das hielten. Sie standen ab und juren am in die Stadt rüt und nehmen am nur einen Stellen aufgrund ab Morg, ab den die Stadt stand, am der Rauf zu schmieden. Überhaupt mit durch und ging seinen Weg. Ich dachte immer nur, als ich hier mit lesen und studieren, ich dachte so, well, so wird mir das nicht gehen. Hier ist keine Boy, die ich bin. Und ich darf nicht Angst haben, dass ich mich rütjauen und probieren Boy aufzuschmieden, was ich sagen, so viel kann ich Kunden geht und so viel kann ich diese Menschen hier geht. Wir haben Einigkeit unter uns und so viel sind wir uns gut gewarnt.
wir können es besser verstehen als dort. Aber das Kirchendienst, wo Jesus sich hier um Medaillen deed, der hat einen guten Anfang, aber das Dienst hat nicht ein gutes Ende. Die wollen ihn vom Beut aufschmieden, als sie ihn dort vertalen deed, wo sie wirklich ben werden. Wird das zufällig? Bloß Zufall, dass Jesus hier nu uit Jesaja reden deed, in diesem Charakter, diesen Aufschnitt lesen deed, was er lesen deed. Wird das bloß Jerusalem zufällig? No, das wird gleich. Das wird von Gott geplant, dass das Volk viel zu hören, dass sie wissen, wo sie wirklich ben werden. Ich glaube, uns von der Charakter so. Manchmal glauben wir vielleicht, wir sind wo, wenn wir wirklich nicht so weit sind, als wir glauben, dass wir sind. Ich glaube, alle von uns kämpfen, was sie Hinsichten haben, mit dem Frieden. Was Jesus hier lehren deed, und hier beibringen will, und klar machen will, sie werden nicht wirklich in Frieden Volk. Und wenn eine Entweder persönlich gefragt haben, was würde für ihn Frieden meinen? Was würde es bedeuten für ihn Frieden? Die würden gesagt haben, na jo, wir haben die Römer, die sind über uns, die haben das Land an, die Resultaten sind immer Römer uns, wir machen Tagstun für die, wir machen uns immer zu die schicken, die Ordnung machen uns immer zu schicken. Wenn die einmal würden wachsen, da würden wir Frieden. Und so kommen vielleicht viele mehr, die ja noch abnehmen dort. Aber dort wir eindenken, wo sie sich mit vertieft haben, wir sind fast unter den Römer. Und ähnlich, aber wo sie gesagt haben, wir sind unter Gott, so wie frei, wenn wir sind, aber haben sie nicht her. Und Jesus, der das Charakter umdrehen. Die üblichen Dinge, wo Menschen glauben, sich drehen sollen und ändern sollen und sich schicken sollen, dann da, wo wir frei sind, das ist nicht unbedingt, dass die reich sind, die sich nicht ändern sollen, aber die bringen uns nicht frei sein, wenn dort steht, da würden direkt Land das schönste Leben haben, in anderen Ländern würden das schwanz haben, aber das ist nicht unbedingt, weil es schaffen wird. Hier ist Jesus in Haus gekommen, nach Nazareth, und er kommt in die Judenschule an, dort vom Sabbat, und er predigt dort. Und mir kennt mal klar, was Frieden wirklich ist. Das ist eine Herzenssache, sagen wir auf Deutsch. Das ist im Hort. Wahrhaftig Frieden ist vom Beinen. Und er sagt hier, er ist gekommen, in Frieden zu merken. Das ist Vers 18. Der wird arm sein, das Evangelium zu predigen. Er regt sein Besteck nicht uit Geld. Je braucht nicht Gott zu heilen, der Forst genommen zu predigen, dass sie Frieden los sind. Nicht unbedingt die sind Forst, die im Gefängnis sind, oder wo man die Tags tun, oder wo man sich die üterliche Sachen schicken. Das ist nicht, wo er Frieden besteht. Der wird blind sein sollen sein kann. Sein kann hat nicht bloß zu tun mit der Berührung sein kann. Das ist eine Herzenssache. Viele Menschen können ganz klar sein, aber die können nicht am Horten sein. Und die, die in der Dreck sind, sollen frei werden. Und wie früher, was wir uns von der erstaunen können, ist, sei wie vielleicht mangt die Arme. Und Gott sei Dank, wann wir sind. Wenn es die, die an sich selbst gereicht sind, die sind nicht bedürftig. Sei wie vielleicht die, die gebrochen nicht Hort haben, ich hoffe, wir sind. Dann kann Gott uns Heilung geben und Kraft geben. Und ich habe wie los von den Sinnen, die uns immer badern und uns immer durchrieten. Und kann Gott uns Üben geben, dass wir sein können, was wirklich die Wahrheit ist, was wirklich seine Liebe ist, was er uns will lehren. Sei wie von dir. Das größte Bedürfnis, was Menschen auf der Welt haben, ist immer vom Bennen. Ein unfreier Mensch, der keinen Frieden hat. Viele Menschen von der staunen sich so an, als wenn sie vielleicht frei sind, aber innerlich sind sie nicht frei. Es sind viele Ursachen, die wir abnehmen, viele Ursachen, die wir davon reden können. Aber Jesus kommt, frei zu machen. Die Juden zu der Zeit, ab einer Stelle redet Jesus zu ihnen, sie sagen, sie sind nicht Sklaven, sie sind Abraham, sie nicht her. Und Jesus hat uns sehr klar machen. Was immer sie sich mit vertiefen, dann sind sie anfassen. Die jüdische Volk hält sich selbst sehr hoch und die halten selbst von sich sehr viel. Ein freier Mensch würde nicht dort getan haben, was die Juden deuten, als Jesus mit der Botschaft vorig war. Ich meine, dort ist doch ganz was Triestet und was Ernstet, wenn die Redner vorig erst mit reden, dass sie dann da waren, über den dann Jesus mit der Stadt rüßt, und wollen sie mal anbringen. Jesus ging zu Weg, seine Zeit wieder nicht gekommen, er ging zu Weg, und bei der besondere Sabbat hat nicht gesagt, geht es eng. Dort wird uns bodern, dort wird uns abreden, dort wird uns abrühren auf dem Hort, ist gewöhnlich ein guter Teken, wo wir mit kämpfen oder Antwort wie fast sind.
Ich weiß noch gut, als ich 17 Jahre alt war. Mir lag das so sehr am Hart, dass ich nicht nur für Jesus war. Ich will, aber bei mir scheint das schwierig. Ich weiß noch, krass, was passieren wird, als ich die Entscheidung schließen will. Ja, ich will New York. Nu will ich mir Hand geben, ich will Buße tun über meine Sinn. Nu will ich mit Jesus anwenden, nu will ich für arm leben. Wo wichtig mit einmal hast ich dort wir, was ich auch getan habe. Wo ich mit gefesselt war. Wo ich nicht frei von war. Und dann war ich noch gut, ich war tätig smart und dann ging ich da, hing am Hof. Und dann einmal hast ich, wie mir das ist wichtig, nicht was andere mir getan haben, oder das Problem rammen mir, aber bloß würde zwischen mir und Jesus stehen. Wenn er durch Kontrakt gestellt wird, da wird alles besser sein. Da wird alles sich schauen. Ich sage, das lange nicht neu gekommen. Das Buße dann habe ich einmal abgegeben, ich mache noch einmal tun. Aber den Punkt muss ich erfahren. Aber da muss ich kommen in mein Leben, als ich 17 Jahre schon jung, ich das anerkennen muss, ich bin nicht frei und ich will frei werden. Und das hat keine Meinung und hauptsächlich auf andere kicken. Na, wenn da mal wird anders und da wird mir das besser gehen, wenn Jana wird anders und da wird mir das besser gehen, wenn da mal wird sagen, und da wird mir das besser gehen, sind es dort erst nicht frei sein. Dann sind wir noch krank, sich gebunden, gefesselt, das einmal. Wenn andere ihre Sünden, andere ihre Fehler, andere ihre Meinungen mit badern tun, und wenn die meine Freiheit besteht von der Wort, die anders sollen tun, dann ist dann noch ganz blind, dann seid noch gefesselt, dann seid noch im Gefängnis, dann seid noch einmal nicht frei. Das ist eine Geschichte, wo ich von reden, weil wir wollen das nicht lesen, aber das ist Lukas Kapitel 15. In Lukas Kapitel 15, da Jesus der Volk dort verholen, wer der Futter wirklich ist. Er will der Volk dort lernen, dass Jesus, dass Gott ist ein Futter, der Leib hat, der Geduld, der Mitleid, das ist ein vergebender Futter. Er vertelt 3 Geschichten. Und die letzte Geschichte in Kapitel 15 ist die Geschichte von den verlorenen Sehen. Wie kann die Geschichte vielleicht alle sehr gut? Bei einem Hans, das Futter hat 2 Jungs. Der ältere Sehen und die jüngste Sehen. Und die jüngste Sehen wie einer von denen, der sagt, er will mal frei sein. Er will mal leben, das andere jankert. Dann sagt er zu seinem Futter, sagt er, jeft mir dort, was mir treffen, von dann aufgeht, was die hast. Und die hier Luten was dort weit nicht haben. Der Futter, der dort, der jeft das Geld, was anbetrafen aus dem Ohr, wenn er gestorben wird. Und das sagt die Mensch, fuhrt dort ab, dann geht der Junge von Tüß und er fängt an das Geld zu verbrauchen. Und anfänglich, dann sagt es vielleicht so, das wird wohl so sein. Er kann nicht tun, muss es er will. Nu wie er frei. Nu kann er Geld spenden und hoch herleben, ze kijken wat hem jankert, doen wat hem jankert, wanken wo hem jankert. Nu wie er frei. Wisst nicht, über wie blind er wird. Das Geld wird ein Tag alle. Die können nicht mehr hoch herleben, das er will. Nu muss er auf Arbeit gehen, dass er Tüß besehen, wo er keinmal hat darf. Nicht bloß muss er auf Arbeit gehen, nicht muss er eine Arbeit tun, was seine Arbeit ausbesehen, wo er hat keine Geif. Schwein fighten. Schwein hatten die Juden nicht. Juden hatten nicht Schwein. Juden würden never nicht Schwein fighten. Die müssen Schweinshort sein. Nicht bloß eine geringe Arbeit, eine ehrliche Arbeit. Nicht bloß dort, das Lohn wie rein spart billig. Er kriegt nicht mal nur zum Eten von der Arbeit tun. Das sagt uns in Lukas Kapitel 15, dass ein Tag kommt das zur Besannung, dann kriegt er sehen, sich selbst zu sein, wird man am wirklich erst, wird man am Stadt. Und dann sagt er, wie viel Arbeit hat mein Vater Tüß, was genug von alles hat, und hier, ich komme hier arm. Ich, wie er frei, uiterlich, körperlich, aber im Hort hat er eine Aufgabe, eine Begier, einen Drief, ein Verlangen, was sinnlich wird, was am festhält. Er dachte, wenn er von seinem Vater loskommt, da wird er frei sein. Nu wird er anhört, du wie er wirklich frei warst, nu wie er fast, nu wie er bang. Er merkt sich ab, er merkt sich ein kleines Bett, was reit, was sein Vater wird sein, was er alles getan hat, er hat gesinnlich gegen sein Vater, gegen Himmel, gegen sein Vater. Nu will er bloß ein Arbeiter sein, er will nicht mal sehen, sondern bloß ein Arbeiter, weil er sein, dann ist er zufrieden. Er kommt in Haus, der Vater sagt ihm, der Vater kommt ihm entgegen, der Vater ist sehr dankbar, der Haus ist, und gibt ihm einen Arm, einen Hug gibt er ihm am Arm, und gibt ihm einen Kuss, und dann rübt ein Knecht, das Sehen ist in Haus gekommen, weil sie einen Fast haben, weil sie einen Kleidantrag, einen Schuhantrag, einen Ring geben und so weiter. Und nun wollen sie einen Fast haben. Die Jungs dort gewiert, aber er nimmt das an, und sie haben gaudet Fast. Aber die Schicht hielt nicht ab. Dann hat die Schicht wieder verteilt, Jesus verteilt die Geschichte und sagte, du hast noch einen Jungen, der schafft aber starb. Das ist ein Abend, kommt ein Haus und hier dort jetzt Leute herband und wird alles feiert und haben Party. Dann wird auch jetzt, die Bruder ist nicht gekommen, dann ist er da. Kommt der Vater rein und hält der älteste Bruder, der älteste hält den Vater und sagt, ich habe so viel für dich geschafft und so viel für dich getan, immer so und so und so. Und du hast niemals für mich nicht mal einen Kassenback gegeben, ich kann froh sein mit meinen Jungs taub, mit meinen Brüdern, mit meinen Freunden taub. Und hier das sehen von denen, das Ding sehen, der hat
all den haben Gott vermacht und du, das nicht uitreden von ihm. Wer wir wirklich die frie Jung? Weil erstlich keiner. Der erste Jung wie so gefesselt und der erste Kind aus der Jüngste. Und die beiden Brüder, die stahlen nicht dafür. Die Geschichte ist eine sehr interessante Geschichte, was Jesus hier rüberbringen will. Dort kann ein Kirchenmensch sein, dort kann ein Mensch sein, der nicht nur Kirche fährt. Dort kann sein, wer das will. Wenn er im Hort nicht reich gestellt ist, dann sind wir wo wir sind, eine Kirche oder wieder die Kirche. Wenn er im Hort nicht reich ist, dann sind wir nicht frei. In der Geschichte jetzt wieder, der älteste Junge lässt sich nicht bereden, dass er nicht kommen in Fast führen mit den jüngsten Taub. Der Vater will noch hier in Hand, aber die Geschichte hier so ab in Lukas 15, wir wissen nicht, was die Sache sich schließen wird. Aber die Sache, die rennt wieder, von der ersten Tag, und ich gucke nach Krieg so. Wem legen wir das meiste? Einer oder den anderen? Beide sehen es, fehlt, dass sie frei werden können. Die Jüngsten, denen gelangt dort. Haben wir erstlich fast in seine sinnliche Natur, nein, in seine sinnliche Worten, aber keine Bekehrung. Der Älteste wie in sein Vater sein Haus, wo er dann noch nicht frei, wenn es nicht Vergebung an sich hat, er hat Betternis und er hat Aufgangs. Wie sind geboren, um frei zu sein? Sind wir frei? Das ist nicht ein fleischliches Ding, das ist ein geistliches Ding. Sind du Dinge ans Leben, von der wir uns festhalten, wo wir vielleicht hier möchten frei von werden? Nur dort noch, was Jesus ans Lied, da muss dort auch gekriegt werden, dass wir frei sein. Wir können nicht uns herstellen, sein, wir wollen mit einer Renovation, und mit anderen, mit Changen. Das meint, dass das fleischliche Last, das muss umtritt gehen. Wenn wir wollen frei sein am Hort, in Gemeinschaft mit Gott leben, in Einigkeit mit unseren Mitbrüdern und Mitschwestern, dann müssen wir das erfahren. Als Jesus aber ihr lebt, und als er ihr wir das erklären, die Juden, die dachten, sie wären Gott, sie auserwähltes Volk. Und ja, sie wären mit der Reimer gewollt, aber Gott legen den meisten Reimer. Sie wären besonders, sie wären special sein. Und Jesus dachte darüber nicht so. Jesus kickte anders an. Ich will noch einmal was lesen, das Evangelium Johannes, Kapitel 8, Vers 31 und wieder. Und das ist, wo wir mit abschließen wollen. In Johannes, Kapitel 8, Vers 31, hier sagt Jesus so. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, das sind Menschen, die ihm nachfolgen. Wenn die bei der Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind die wahrhaftig meine Kinder. Dann, wo ihr weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. Sie sagen zu ihm, wir stammen vom Abraham her, und sind niemals an wem versklavt was. Wo kannst du sagen, sie sollen frei gemacht werden? Vers 34. Jesus sagt dann, ich sage ihnen die Wahrheit. Wer du sündigt, ist an der Sinn versklavt. Denn ein Sklav bleibt nicht ewig im Haus. Der Sehn aber bleibt ewig. Du weißt, wenn die Sehn ihn frei macht, sind die wirklich frei. Das ist eine Herzenssache. Und ganz bestimmt unsere üterliche Worte, die wissen, warum Hort ist, aber das fängt dem Hort an. Diese Freiheit, wo Jesus von reden wird, das ist ein Ding, was die Welt nicht kennt und nicht verstehen kann. Wo die Welt nicht von weit. Aber es ist ein Ding, wo die Welt nur sieht. Das kann nicht aus menschlicher Kraft erregt werden. Das geht nicht mit Geld zu kaufen. Das ist keine Bankrechnung hoch genug, was den Preis tun kann. Das geht nicht zu verdienen, mit was sie wollen, dann haben wir das verdient. Das geht nicht nur mit uns Verstand zu erregen. Das kann allein Jesus durch seine Gnade in den Heiligen Geist in uns Hort kann das wirken, weil wir uns arm nehmen tun, Büße tun über unsere Sinn und uns am Hand geben tun. Diese Freiheit ist, weil wir im Hort Frieden haben mit Jesus und mit Gott in Gemeinschaft stehen. Bloß dann kann es Wirklichkeit werden. Und das ist ein Geschenk, was Jesus all day geben wird, der sich am erniedrigen tun, und Jesus im Horten anrauben, am Annehmen, am Nachfolgen tun. In dieser Welt wird immer alles drahl sein, ein Anfall kommen, und anfahrig. Und so dann haben wir vielleicht einen Tag, wo wir einen frischen
Präsident, einen frischen Prime Minister, einen frischen Regierungsbeamter, eine frische Ordnung. Dann wird es schon gut. Nicht zu sein, dass die Dinge nicht passend sind oder die Dinge nicht Platz haben. Die haben alle ihren Wert, ihre Städte, ihre Stellung. Das ist alles gut. Aber die wollen dort nicht erlesen, was im Hort ist. Wir müssen noch immer weiter mit dort schaffen, unsere Gebungenheit, unsere Blindheit, uns gefesselt sind. Und dort kommt die Dinge, wo wir mit kämpfen und mit Stolz sind, oder mit Bitternis, oder unvergeblich sind und so weiter. Diese Dinge tun uns festmerken und lassen uns nicht frei sein. Aber wenn Jesus uns frei macht, so sie sagen in Johannes, dann sind wir wirklich frei. Und dann kann die Welt Krieg tun, was sie will. Du kannst Krieg passieren, was sie will. Im Hort haben wir Frieden mit Gott und mit Jesus in Gemeinschaft einer mit dem anderen. Wir können frei sein und don't, was uns passieren wird. Sogar wenn es schwer wird, sogar wenn die Krankheit ist, wenn die Stoffhall sind, wenn die in der Welt sehr anfällig sind, und die fehlen vielleicht zu anderen, aber am Hort können wir in Freude, Frieden sein, wenn Jesus macht uns frei. Weil wir uns hoffen, zum Gebet. Dankeschön für den Himmel, für dein Wort zu uns. Dankeschön, dass du den Himmel wirst willig zu verlassen, auf diese Welt zu kommen, als ein Mensch geboren worden, als ein Mensch hier zu sein und zu leben und zu lernen, zu erreichen, uns das klar zu machen, was wirklich frei sein ist. Das kommt bloß durch die, für das Werk, das du im Christus verbracht hast, und von der ludst du uns an. Was immer uns hängen wird, was immer uns schwer merken wird, wir können nur die bringen, und was immer die Umstände, und was immer Lehre wir uns finden, wir können frei sein in die. Musst du mit uns gehen, wo wir von hier gehen, musst deine Friede und Friede mit uns gehen. In Jesu Namen mit Danksagung. Amen.